Kuckuck. Hast du dir den Kopf verkauft eigentlich? Na? Hast du dir den Kopf angehauen? Mehrfach. Ob du dir den Kopf... Mehrfach! Ja, aber ich sehe es, du hast irgendwie Blut und alles. Ja. Wobei das eher... Ich renne immer mit dem Kopf durch die Wand. Sorry, das ist, ja, aber das ist flach da hinten. Das war eher die Bratpfanne von deiner Frau, ne? Die Gusseiserne. Die fetteste Gibson Les Paul aller Zeiten. Yes! Für mich zumindest. So, da, guck an. Gibson Les Paul Standard, gekauft in den USA, direkt in Manhattan. Sauber. In Manhattan. In Manhattan, direkt in New York, Baujahr 92. Hat also schon auch einiges an Road-Life-Spuren hinter sich. Irgendwie habe ich schon ganz schön runtergerotzt. Mir ist einmal der Hals gebrochen hier oben. Das ist wahrscheinlich schwer zu sehen. Warte mal, das sieht man eher von der hinteren Seite. Das ist aber auch eher so ein Gibson-Klassiker, der Bruch. Naja, gut, aber da ist er umgefallen und Ja. irgendwo hier ist da, hier ist da so ein Ding. Die Ecke. Weil ich spiele ja normalerweise, ich habe immer 09 auf 42er Seiten gespielt von der Stärke her. Und mittlerweile bei Monaco Company brauche ich 011 auf 250. Also quasi Golden Gate Bridge Kabel. Seilbahn aus Tirol. Ne? Und da kannst du richtig schön wunderbar rein. Aber ich hatte so ein bisschen Bammel, dass das eventuell nicht halten könnte, weil die eben enorm im Zug haben, diese Seiten. Hab mich nie im Stich gelassen.